Good Marius. Vi heiten jullie hier welkom bij Lighthouse Gospel Kerk van ons, Marius. We geloven, Gott heeft je met hier gebracht en we geloven ook dat Gott heeft Jake Gans een boodschap gegeven voor iedere man van ons hier van ons, Marius. So, we zijn all excited om te zeggen wat Gott van ons, Marius, ons wat geven durch zijn woord. Hier zijn een paar dingen in de bulletin baan wat we niet, er zijn een paar dingen niet in de bulletin die je doen wat zo bekend gemaakt worden. De eerste is de library wat we hebben te verlenen in gang. Groot als je bij de gym zijn aan de linker zijde, dus een library en er zijn al dingen baan voor Kenia en zo in de hand. We hebben meestal nu hebben we allemaal op nu de Engelse boodschap, maar nu doen we dat voor de Duitse en Engelse boodschap. So, wenn je Kenia hand wat we gleich vielleicht kunnen kijken wat er voor bijke hand of audiobooks of zo, kan wel ik nu de boodschap kunnen nu zeggen wat de baan is verernt en dat ruit zijn wat we baan zijn om met dat delen. En voor de Engelse boodschap van der wel de zondagschool aan zijn palette verzingen. En de hand de ene klas wat de 4 en 5 jaar oud zijn, die kinderen die waren niet op de stage opgekomen. So wenn je bloß kinderen hadden die in de klas wat de 4 en 5 jaar zijn, die durven niet blijven. Die kan wel opgepickt worden van de classroom voets nu de boodschap en kan blijven wenn je willen voor de leider. Oder je kan voor ons dat dan passend is. Er zijn dol dingen in de bulletin baan, ik werde niet alle even gaan, we hebben het zijn 9 dagen, so dat is niet nodig vielleicht alle even te gaan, aber wieder am Freitag, so ist gewöhnlich, klagt hier in Marius bloß eine Botschaft haben, war nicht Deutsch und Englisch sein, bloß eine. Freitags Marius für Stell Freitag. Und am Freitags Abendmahl klagt 7 Uhr. Und wir tun dort mit uns Worship Night Taub. So, das sind 3 Worship Teams, die waren singen. Erst waren wir ein bisschen singen, dann waren wir das Abendmahl haben, und dann waren wir noch einmal gescheit, alle Taub singen, Stutzchen. Als gewöhnlich eine Sache gesehen, der Tiet, so sind alle Eilu durchtau. Und die dürfen nicht hier so Member sein, und als ich gesagt habe, eine Abendmahl kommen, solange die wahre geboren sind, in Part von Gott sind nicht gesagt, dann sie Eilu zum Teilnehmen und dort. So, das ist nu Freitag. Und dann auch vielleicht wird es dann sein, für nächsten Sonntag. Wir haben erst gescheduled, dass wir in Deutsch und Englische Botschaft haben, aber wir haben gewöhnlich immer bloß eine Service für Austria und Marius nächsten Sonntag. So wir wollen dort das Jahr kriegt so dann, bloß klagt hier in Marius eine Botschaft für nächsten Sonntag dann. Bloß dort morgen in den Kalender oder wo wir jeder durchschreiben dann, dass wir nicht von vergessen dann, so klagt hier nächsten Sonntag Marius. Und wir wollen noch ein Sign-up-Papier reinmerken in der Fairlife durch. Wir wollen, gewöhnlich haben wir die letzte Sendung in dem Monat Men's Breakfast und dort wo wir nicht haben. Was nicht Men's Breakfast sein, du wird Membership Breakfast sein. So wenn die Members sind, wir wollen ein Papier haben in der Fairlife, gleich diese Themen absehen. Wenn die Food Committee, die fehlt da zu weiten, wo viele Krieg von kommen. So wenn die Members sind, die wollen teilnehmen daran, wir wollen kurz nur den Frühstück, wo wir ans Meeting haben. So wenn die Members sind, make sure you dann absehen, bloß dass die weiten, für wie viel sie sollen reinmerken. Und wir dann gewöhnlich so eine, was vielleicht geregnet haben über den gleichen. Die Kirche bietet kommen als Member, die sagen auch, alle Leute können kommen, aber es fehlt, dass wir dann bloß weiten, wer kommt, der wo viel. Für dort, so der Wort, ich glaube nächste Sonntag, wo wir ein Papier haben, ich glaube nicht, dass der New Last, ich glaube nächste Sonntag, war das sein, bloß dass wir weiten können, wo viel das Reich kommt dann. Und es sind mehrere andere Dinge, die in der Bulletin baan, wie ich bloß tun, nimmt das mit in ein Haus, backt das in den Fred, John, und wir haben bloß, dass die Dinge nicht vergessen, was die Band sind. So, Jake Peters und sein Team, die wollen uns hier leiten im Gesang. Und dann wird Jake uns hier mit der Botschaft bedanken, so wir aber du tun noch alle beten. Himmlischer Vater, wir kommen für die neue Sache von das Mars. Wir wollen die danken, Herr, für wer du bist. Wir wollen die danken, Herr, für diesen Sonntag, diesen Palmsonntag, wo wir können. Einmal war da 3 Kirchen, wo dort mal vorangenommen, als du in der Stadt ankommst, dass die Palmblätter und alle Sachen für die Leine, dass du nicht mal brauchst, aber ihr gehen. Mit den Müll, aber die mit wir danken dir für diese Geschichten, Herr, wenn wir können sagen, was du was durchgegangen dass du hier wirst, und auch wo die Menschen sich haben, verhelden mit dir, und was die an diesem Sonntag, wo sie abnehmen, sie werden, dass sie sogar Leute singen, die aus der Stadt ankommen, die sind, wo ein paar der Leute, wo das alle rannehmen, dass sie doch alle ausschreien, sollen die Krieg ziehen. So, wir danken uns für diese Geschichten, wenn das halb uns
vielleicht eine bessere Klarheit kriegen, aber was über starke gehen für jeder ein von uns aus dem Sinn, dass wir wollten, dass wir nicht im Sonst verdienen, dass ein Geschenk in Gesonst als für jeder ein von uns, die Unternehmen, dass du hast den Sinn betont und dass du das hast, ein paar Dutzend Jahre drei all den Sinn, was auch in jeder ein von uns führen, dass du da ab die hat es genommen, dass du klar ist in der Schrift, dass du das einmal für alle Mann. Und wir danken uns dafür, Herr, dass wir können immer weiter trägen und durch den Wort für das. Und von das Mal vor, dass wir freuen, dass du wirst, hier in unserem März sein, wenn Jake uns hier bedeutet mit der Botschaft, dass du wirst die Freiheit geben und die Klarheit und dass du die Wirt wirst Mühe leihen, kriegst, dass du was haben wir jetzt anhören. So dass jeder ein von uns wird kann von hier gehen, nicht, dass wir kommen, dass uns Horten sein, wird verändert worden, dass die wollen, dass wir haben. Wir freuen uns, wenn wir hier singen, dann, wenn Jake Peters uns hier lernen, dass im Gesang vorher wirst du auch die Freiheit und Freiheit geben, leider singen die, dass wir können die loben und preisen mit uns Gesang. So auch in der Sonntagsschule, in der Adult-Sonntagsschule, in der Kinder und alle Wegen vorher wirst du in der März sein. Wo immer sie lernen, was sie lernen, dann wird eine Dienstwahl gehen und dann wird die in ihr sein, was sie dabei tun. Und so nicht bloß hier in unsere Kirche, aber alle Kirchen in unserem Gegend, wo immer die wird, was verkündigt vorher, wirst du mit den Redner sein und die Klarheit geben, dass all die Kinder werden Kraft kriegen, was entfällt von des Morgens, von die. So wir danken dir für all diese Dinge und freuen uns, dass wir in unserem März sein, mit den Heiligen Geist und uns hier wirklich sehen und mit dem Wort von des Morgens. Wir danken dir, dass Jesus in Namen. Amen. Gott Marius, waar we wat leider zingen, dat eerste lied is bij dem Triet, wo dat passend is, gaan we opstaan. Starf Jezus an dem schweren Kreuz, sein Helget blauw doorlaat. Jij feizig ons en kwaad doorhand, für mich ein Mensch so schlag. Bei dem Kreuz, dort wo ich deutlich sag, dort Weg von mein Hart nein mal war. Willst sag dann, Jesus bleiben, wo ich dann im Himmel leben, ich auf mich näher, Hoffnung alle da. Wir dort dann auch für meine sind, blüht Jesus durch für mich. Sag ja, mein Horten gröt dich nun, durchläufe mich in dich. Bei dem Kreuz, dort wo ich deutlich sag, dort Weg von mein Hart neimhei war. Bild sagt dann, Jesus bleiben, wo ich dann im Himmel leben, ich auf mich näher, Hoffnung alle da. Als Jesus starb für alle Sinn, dann gibt die Welt kein Licht. Der hat wir alles aufgemerkt, nochmal die Schuld absehen. Bei dem Kreuz, dort wo ich deutlich sag, dort Weg von mein Hart neimhei war. Bild sagt dann, Jesus bleiben, wo ich dann im Himmel leben, ich auf mich näher, Hoffnung alle da. Der große Leib, was Jesus hat, der
Wer sagt dann, Jesus bleiben, dort dann im Himmel leben, hei, auf mich nie und nicht alle da. Seid nicht bekümmert. Seid nicht bekümmert, seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Seid nicht bekümmert, seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Kraft. Jesus der auferstandene Herr, ist in eurer Mitte. Jesus der auferstandene Herr, ist unter uns. Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Kraft. Jesus der auferstandene Herr, führt euch seine Wege. Jesus der auferstandene Herr, geht euch stets voran. Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Kraft. Jesus der auferstandene Herr, sendet seine Engel. Jesus der auferstandene Herr, kämpft und sichert euch. Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Kraft. Herrlich ist sein Name. Du bist dort jetzt, wo mein Heiland starb. Du war Lesung von Sünde gesagt. Du warst schon niemals in dir das Blut. Herrlich ist sein Name. Herrlich ist sein Name. Herrlich ist sein Name. Du warst schon niemals in
wasch hij mij met zijn dierig bloed. Herrlich is zijn naam. Der wird sein. Ik begrüße jullie im Namen Jesus von Doster Marius, von denen wir von Doster Marius wollen von reden, wollen von hören. Vandaag is de dag wat we Palmzondag nennen. So ik wil van Doster Marius van Palmzondag reden en een beetje van de week wat er passieren deed na Palmzondag, wat Stelle Vrijdag reden deed. So vandaar het fashion wil ik wat dingen van reden van Doster Marius. En ik wil van reden nu God zijn woord nu, wat God ervan zei. En ik wil onze gedanken wat opfrischen van Oosteren, wat passieren deed in deze tijd, waar we nu nagaan doen, wat we wat vieren doen. En ik bid dat we worden onze gedanken wat opfrischen en ons herinneren, wat Jezus voor ons gedaan heeft in die 2000 jaar terug. En mijn verlangen is dat onze gedanken worden wat ganz frisch worden, dat wat we worden wat feilen, wat Jezus voor ons deed en wat hij voor ons rechtgemaakt heeft. Wanneer het ook veel jaren terug is, wat er passieren deed, maar we zullen onze gedanken glaube ich, allemaal ganz frisch houden en dat we ons allemaal wat frisch vrijen kunnen. En ja, ik wil even gaan naar Jezus zijn reis naar Jeruzalem, weil ich ein paar in China Geschichte vertellen von was da passieren in der Stadt Eier dit. Nur Lukas 19, Vers 29, wo Jesus nur sein Freund, seine Stadt gehen deed, für eine Multitude, das ich das begreifen da. Nur, als er nach Bethanien ging, und dort in Eilboy ging, er nur seinen Freund haben, wo er dort in der Multitude wird. Das sagt in Lukas 19, 29, als er nur Bethage in Bethanien om Olivienboy kwam, schickt er twee van zijn Jünger en zette aan. Goed naar dat dorp vergund, en wanneer je daar nagaan, waar je daar een jaar lang ongebong vingen, op dat nog niemals weer gezeten heeft. Leist dat los en brengt dat her. So van deze geschichte wil ik later van reden, maar nu wil ik eerst reden van wat Jezus deed, als hij verdet, een stukje verdet, naar zijn vriend zijn stad gaan deed. En dat is in Matthäus 26, sagt er, als Jezus in Bethanien en Simon den Lepra zijn huis weer, kwam een vriend aan, die had een alabasterglasje met zeer dierig zalfolie en goud ander op kap. Als hij daar om dash zat, so hij zat hier en hij zat daar om dash en hij kwam deze vriend en goud aan en zeer dierig olie op kap. En als zijn Jünger dat zagen, werden zij zeer verdrießlich en ontevreden met wat hier passieren deed, dat deze vriend kwam en zo'n dierig olie Jezus op kap geiten. En ze jammerden die even grunzen, die even dit en zeiden sogar dat dit weer in een grond brengt, dat weer kwozen. Waarom worden ze zo'n dierig olie dit kwozen? Dat ze dat weer in de grond brengen. Ze hadden het zo te houden, die leven, waarom worden ze dat niet leven vergeven? En dan de armen dat geven, dat geld broken voor de armen, en zo wieder. En Jezus zei ook te eind, dat dit weer een weg voor zij arm rijden meer en te zijn begrafenis, te aan begraven. Hij zei in vers 12, dummer dat zij mij deze olie eeuwigheten deed, moet hij mij rijden ten begrafenis. So hij zei, dit wird in een Bach arm rijden voor het begrafenis, voor dat wat te komen weer, wo hij wordt sterven en lijden, wo hij maar in die kritzig worden. So hij zei, deze früh dat arm sollte zijn rijden voor dit. En Johannes beschrijft deze geschichte ook en hij schrijft dat deze, ich sehe dat hier, dat dit weer de zijn Jünger, wat dat zijn, dat de Jünger zeiden, waarom dit in de grond brengen. Über Johannes schreibt das hier, das sagt, über einer von seinen Jüngern, Johannes 12, Vers 4, einer von seinen Jüngern, Judas Iskariot, der am nachher verroten deed, sagt, warum wird diese Salbe nicht für 300 Silbergroschen verkauft und das Geld für die Arme gegeben? So hier wird Judas,
Judas wird auch zu tun, dass sie das Leben verhalten sollen. Er wird hier ran das Geld. Und das wird, er sagt, das können verkauft worden für 300 Silbergroschen. Und das wird viel Geld. Markus schreibt, dass das wird so als für ein Jahr wird ein Lohn, was das hat können verkauft worden. Er sagt, das hat könnt für mehr als ein Jahreslohn verkauft worden und das Geld der Arme gegeben in seine Schulden überall. Das wird Markus 14, Vers 5 sein. Das. So, und wir weten von Judas. Judas sagt Johannes, dass wir da was auch über das jammerieren deit. Und Judas wird nicht ein abreicher Mensch. Er wird ein Mensch, der sehr heran wird und begierig wird nur Geld. Und er sagt auch, dass das Geld hat gebraucht werden für die Arme. In Johannes 12, Vers 6 sagt er, das wird er nicht durchwehen, dort am zu tun wird über die Arme. Dort hat zu tun wird durchwehen. Er sagt hier, er wird ein Stehler. Er drückt die Geldtasche und nimmt für sich selbst, was dann angelegt wird. So hier kann man ein bisschen sehen, was für eine Natur Johannes hat. Er wird ein bejeher Mensch und er wird der, was die Geldtasche drehen tut, wo die Menschen nach das Geld anleihen tut. Aber er nimmt davon, was nicht am Gehirn tut. Und so hat er gedacht, wenn das hat verkauft werden für so viel Geld, dann hat er noch mehr Geld, wo er kann vernehmen. So Judas wird ein unabbrecher Mensch. Und das deswegen, dass er so begierig ist, zu sein, hier und heran, als nur Geld, als er vielleicht, warum er nur sich entscheiden, Jesus zu verroden, verdammt ich selber stecken. Für einen billigen Preis wird er wirklich Jesus zu verroden. Ich glaube, deswegen ist das, wo die Bibel von reden, dass von der Leib von das Geld als der Wortel von allerhand beisitzt. Der Leib von Geld. Wer heran ist und begierig ist nur Geld, dort ist der Wortel von wo viel beisitzt von kommt. Und dann sagt er, und dann kartet die nur das, was das passieren wird, als Jesus hier hat, das er mutig gehabt mit Simon und das er früher hat am dort Öl am Kopf gegoten, dann stürzt nur dort ging Judas weich davon und funken weich, proben weich fing, Jesus zu verroden. Und dann sagt er, was hier passiert, ich fand das interessant, das sagt in Lukas 22, Vers 3, dann fuhr Soton und Judas Iskariot an, einer von der 12, dann ging Judas Iskariot, einer von der 12, durch die hohe Priester, um Jesus und am zu verroden. So hier wird Soton ins Amt angefahren und er plant, wo er kann Jesus verroden. Und Jesus frug an, was er antworten geben, wenn er antwortet verroden, wenn er antwortet den Tausch stellen. Was er antworten geben dafür? Er sagt in Matthäus 26, Vers 15, was will ihr mir geben, wenn ich am Jünd verroden da? Und sie tollten am dartig Salberstecker. Dartig Salberstecker. Heute wollen wir doch, was diese dartig Salberstecker sogar als Reich bedienen soll. Dartig Salberstecker, dort wie der Preis für ein Sklave zu der Zeit. Ich weiß nicht, dass jeder mal überdacht hat oder das neu studiert haben. Dort ist von ungefähr gleich, was ein Sklave kosten zu der Zeit. Nur 2. Mose 21, Vers 32, der Schrift hat, wenn das so passieren soll, dass ein Ball, wem wir dort merken und anbringen, wenn ein gewissen Mensch seinen Sklave anbringen, dann muss derjenige, wem aber das Vers gelesen, wenn ein Ball ein Sklave auf Morgen oder früh anbringt, dann soll der Eigentümer 30 Silberstücke holen und den Sklave sein Eigentümer. So, das ist, was ein Sklave von ungefähr kosten wird. Für so einen billigen Preis ist das, wird Judas wirklich Jesus zu verroden. Und das ist, was er am Arbeiten deuten. Und der Priester, der wird berät. So er wird Balance, für 30 Silberstücke am zu verroden. Und das sagt er in Markus 14, Vers 11, sagt, dass sie verräten sich, als sie dort hielten. Also der Lehrer, der Pharisäer, der Schriftslehrer, oder was Jesus wollen vornehmen, am Proben dort zu merken, die verräten sich, als sie dort hielten, dass Judas willig wir an Jesus zu bringen, am zu verroden. Weil sie hatten einen Plan, sie hatten noch lange geplant, wo sie Jesus können dort merken. Und nu ist es, dass diese Zeit am Jahr heim, das Passafast soll gefeiert werden, hat sie geplant, sie wurden den gleichen dann dort zu merken, aber da wollen sie sich dort nicht wegen der großen Herd Menschen, der vielen Menschen, was da rum wären zu der Zeit,
so nu dat Judas aan wil helpen, vrede en dat hij willens wird, aan Jesus te verraden. So dann, wenn wir übergehen nur den Palmsonntag, wo Jesus reitmüg nach Jerusalem dann zu reisen. Und ich will von Matthäus 21 Wortversen lesen. Und das sage ich, als sie nur nach Jerusalem kamen, mit Bachfahre Olivenboy, schickt Jesus 2 von seinen Jüngern. Er schickt 2 von seinen Jüngern, dass sie sollen gehen. Und er sagt an, Gott in das Dorf, das verjühnt liegt, und kurz wo ihr einen Eselin angebunden fingen, der einen Jahr lang bei sich haft, leist das los und bringt mir daher. So, das sagt hier nicht, wann von seinen Jüngern das wären, wo er sagt, es wären 2 Stück von seinen Jüngern, was er der Hand schauen deuten. Und er sagt, wenn die irgendwer noch was fragt, dann sag ich an, der Herr will dort brücken. Und der wird den Fuß loten. Und das nehmen sie auch gleich so was er sehen, das sage ich in Lukas 19, Vers 33, und als die dort jahrlang loslesen, fragt der irgendwann mal an, woran sie das jahrlang loslesen. Und ich dachte, was sie eben, das würde nicht auch so sein, wenn wir, wo ein Piet angebunden haben, auf unsere Städte, auf uns Platz, und da kamen fremde Menschen, kamen und bungen dort los. Ich glaube, wir wollen auch fragen, hey, was will ihr mit meinen Esels oder mit meinen Piet oder wie von der wollen vielleicht sein, ein Kochfertig, das wird wir brauchen den am Reisen, wenn wir kommen, will sich dort mitnehmen, wo wir vielleicht auch fragen, hey, was hast du da, das meint? Und so steht wie das hier ein bisschen. Ich dachte ein bisschen, den war ich eben, die einen, die mal früher, als sie das loslesen deuten, woran sie das deuten. Aber sie sehen, gleich, was Jesus gesagt hat, der Herr sagt, er will dort brücken. Und sie leiten und das mitnehmen. Und das muss so gleich so passieren, dass der Prophet gesagt hat, dass sie mussten einen Esel holen, damit dort, was hier propheziert werden von ihm, wo er in Jerusalem ankommt, dass das gleich dort soll ausfallen, dass die Propheten gesagt haben. Und das sagten, das passiert, und das passiert, dass der erfüllt wird, was der Prophet gesagt hat. Und der Prophet wird Zachariah 9, Vers 9, geschrieben von das. Er sagt, Fred jünt, je hierig, der je in Zion wohnen, lot jün schrien, zu hören sein, der je in Jerusalem sind. Horche mal, jün keinig kämmt, nur jünt, hei es in alles gereicht und merkt jün frei. Hei es demütig und ritt auf einen Esel, einfach auf einen jungen Esel. So, das wäre noch hunderte Jahre vor, das, was passieren wird, was das Prophet all gesagt hat, wo er in Jerusalem ankommt, dass er auf einen Esel nach Jerusalem anritten. Und gleich das dort nehmen sie dort Raum, und deswegen muss das passieren aus der Zeit. Und dann, wenn wir gucken, dann, als Jesus sich auf den Esel boven wir, als er sich am Bach heben, nach Jerusalem, dann werden viele Menschen, die da hier rankommen, die da rankommen, und die Kleider auf dem Bach utleihen und Aster loshaken von den Bäumen und lehren der andere für die Feiter, wo der boven gehen kann. Das ist ein bisschen das, was wir vielleicht von der und auch wollen sein, wenn du ein König oder ein Präsident oder eins in eine gewisse Stadt kommt, dann tun sie ein Carpet rüberrollen von denen, dass der Wort boven gehen kann. Und ich glaube, jetzt ist das, wo das vielleicht sein, wo sie hier zu Jesus stehen. Jesus will in Jerusalem dann reden, ob das ein Esel, und da auf dem Bach lehren sie viel Kleider haben und Aster und so wieder, da wo der boven reden kann. Das sagt in Matthäus 21, Vers 8, und viele Menschen leiden ihre Kleider über den Bach ausspreiten, andere schneiden Aster von den Bäumen auf und spreiten die über den Bach. So hier wir eine große Masse Menschen. Matthäus 21, Vers 9 sagt, dass die große Masse Menschen, die vorabgehen, und auch die, die hier rundkommen, schreien, Hosiana, das ist David sein Sehen, gesegnet ist Gott sein Namen. Gott sein Namen, als der hier kommt, lobt Gott im höchsten Himmel, im höchsten Himmel. So hier schreien sie laut, Hosiana, Gott sein Sehen. David sein Sehen, gesegnet als Gott sein Sehen. So sind gerade die Leute, die können sie in Jerusalem nennen. Die sind gerade schon Menschen auch in Jerusalem und die gehen alle haben verschiedene, was da angehen leiden, die müssen reit für das Passafast der Weg, so da wird viel, was da angehen leiden, auch viele Menschen, was sich dafür reit mehr leiden. Und nun kommt Jesus hier nach Nennen reden mit einer großen Schar Menschen am heran und schreien und müssen gerade die Leute.
Das sagt in Vers 10, in als Jesus in Jerusalem nennt hij wieder eine ganze Stadt ab der Reihe in Frühen, wer ist das? So die Menschen der Frühen, was ist das? Wer ist das, was hier reden kann mit so einem Gelüt, dass denen so viel Attention geben wollen? Und das fällt sich das als Prophet. Und das ist der Prophet Jesus Christus von Nazareth im Galiläa. So das ist, was wir dann reden kann auf dessen Weg. So da wird ein großes Abrühren, eine ganze Stadt über das. Und das hört sich so, als Jesus ist hier in Jerusalem angekommen, wie das bedeutet, wie das erste, was er tat, er ging in Gottes Tempel näher. Er ging im Tempel näher und wollte checken, was da angehen hat. Matthäus 21, Vers 12 sagt er, und dass Jesus ging im Gottes Tempel näher und jucht durch all der Rüt, was da werden wären. Was er hier fing, dass er im Tempel näher kam, funke hier, die wären viele Menschen, die hier Schacherstäden reingemerkt haben, haben Tieren verkaufen, in Düven verkaufen und so weiter. In Geldbeißler, verschiedene Dinge, was er hier traf im Tempel waren, wo er sehr unzufrieden mit war. Und das sagt er, juchte hier alle Rüt, die da kauften und verkauften. Und er sagt, er stellt die Geldbeißler ihre Taschen an und die Düvenhändler ihre Bänken. So das ging hier nur daher mit Jesus, was er hier tat. Und warum diese Menschen hier wären, was die Schacherschaft gestellt haben im Tempel, zu der Zeit, als das Passafasel angestellt wurde, kamen viele Menschen ran, die wollen ein Opfer geben für ihre Sünden und so weiter, was sie mussten tun jährlich. Jedes Jahr mussten sie das tun in ihren Feldern dann ein gewisses Tier, was sie mussten opfern für ihre Sünden. Und was immer das dann für ein Tier war, konnten sie sich hier entscheiden. Und hier werden die Schacher im Tempel, dann werden das Schacher, was sie dort angestellt haben, zu tun. Und ich habe mal zum reden von der Ursache, warum sie sich das hier kaufen dürfen, dass sie sich das nicht mitbringen dürfen, von wo sie herkämen. Die kämen von weit und breit, Menschen hier in Jerusalem. Und das mussten fehlerlose Lamm sein, was immer sie dann, fehlerlose Tier sein, was sie opfern würden für ihre Sünden. Und das wird eine gute Gelegenheit, dass das vielleicht was passieren am Weg dahin. Und das wird eine lange Reise. Und dachten sie so, wenn sie hier kommen, Jerusalem kaufen, dann wird das viel Hände für ernten, dass sie können das hier durchhalten, was immer sie ernten fehlen dürfen. Und so haben sie das durch am Tempel verkaufen. Und auch die Geldbeißler, wo die Geldbeißler deuten, die mussten zu der Zeit auch Tempeltags holen. Und das Geld, das musste so ein Geld sein, was jährlich war in Jerusalem. Die Menschen, die von weit aufkamen, die hatten auch das Geld, was nicht jährlich war hier, sondern mussten sie sich dann dort anweisen lassen, dass das so ein Geld war, was sie brauchen können, dass sie können Tempeltags holen. Und ich dachte mir, ja, und das vielleicht wird es wie vielleicht bekannt sein mit Anzug, wenn wir hier in Kanada kommen oder wenn wir in die States kommen von Mexiko, wir können nicht Pesos brauchen, das wir hier nicht jährlich. So müssen wir erst uns das anwechseln, nur städtisches Geld oder nur kanadisches Geld, dass wir können das brauchen. Und ich glaube, jetzt ist das wieder hier, sie mussten das Geld anwechseln lassen und das können gebraucht werden, zu dort, wo es fehlen wird. Und da wird vielleicht auch nicht mit anderen was, wenn man hier Schacher werden hier in Jerusalem, die den Pfeifigkeiten und Tieren verkaufen für diese Ursache oder sogar Geld anwechseln werden. Dort allein wird gleich was anderes mit gewesen sein, aber ich glaube, sie die sehr anschmieren, die verkaufen die viel Tiere aus der Welt werden und auch mit das Geld antüchen, die sie das unabrechtig mit umgehen, die gleich das so antüchen, dass das wirklich das Wert hat. Sie, glaube ich, die nur anschmieren. Und was man auch wieder zu im Tempel deuten. Jesus, wie unzufrieden werden, dass sie das im Tempel deuten, dass sie das in Tempel brauchten, um eine Schacherie anstellen. Und so Jesus wird unzufrieden mit dem, und er wird sehr doll über das, und er jucht und er rüht. Johannes sagt, dass er flach sich in der Pitch und jucht er alle rüht. Johannes 2, Vers 15 sagt, dass er flach sich in der Pitch von streng und jucht er mit Assen und Schubtaub aus dem Tempel rüht. Und schert der Geldbeißer ihr Geld aus und schmeißt ihre Taschen an. In Matthäus 21, Vers 13 steht, zu was das Tempel soll gebraucht werden. Sie haben das ganz zu was errichtet genommen zu brauchen. Matthäus 21, 13 sagt, er sagt an, dort steht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus sein, aber je mehr unter eine Räberhalde rüht. So sie haben eine Räberhalde ausgemerkt. Sie den Menschen bestehlen. Ein Räber ist einer, der stehlen wird. Auf Englisch sagt er, you made a den of thieves out of it. So das, was sie hier getan haben, und das wird Jesus sehr mit unzufrieden.
En dat Jesus dat is alle gedaan had, als dit hier passieren, dat die alle weer in de tempel uitgejaagd worden, en dat daar weer eerst dan nadat dat Jezus nog gezegd had wat hij gedaan had, wat hij gekomen had, wat hij gekomen werd, mensen te heilen en zo weiter. Dat zegt dan, Luther, dan heil hij nog veel mensen im Tempel werden. Matthäus 21, Vers 14 sagt het, en hij heilt de blinde en lomig heimen nu am Tempel, en hij heilt aan. En sagt er, en als de hoge priester en de schriftgeleerden zagen wat Jezus verwunderd deed, en wo de Kinder am Tempel David zien sehen, Hosianna, Tauschregen, euer an dort. So, ich weiß nicht, was er hier vielleicht sagen wird, ja, oft ganz sicher war es, dass die kriegen all die Attention hier, aber Jesus kriegt all die Attention hier, und er steht, sie werden vielleicht sagen, ihr warnt allgemein, wir das sein, wir haben sie kommen, da in der ins Wort, aber nu wird Jesus hier, nu euer an dort, dass er arm hier, Tauschregen deiden und sehen, Hosianna, und alle Hand schreien und arm die Attention geben hier. Das war also das euer Ernst. Und dass das ist alle durch wird, dat wir der erste Tag hier, dann kommt der Tag am Ende, und dann ging Jesus von dort weg, Jerusalem rüt, und ging drei nur seine Freunde, nur Bethanien, nur seine Freunde, wo Maria und Martha und Lazarus wohnten. Da ging er dann danach, er ging Jerusalem rüt, und ging hier, weil er hier danach blieben, wie seine Freunde. Vers 17 sagt dann, verleiht er an, und ging aus der Stadt rüt, nur Bethanien, und bleibt dort danach. Das wir nicht sagen, wie auch von Jerusalem, so er nicht sagen, wie es gehen. Das sagt, dass wir Johannes 11, Vers 18, sagt, dass Bethanien wird dicht bei Jerusalem, ungefähr eine halbe Stunde gehen. So da ging Jesus dann hin, ging seine Freunde danach, und er steht, dass er bei Jerusalem blieben wird. Und als der Nachricht durch wird, den nächsten Tag, dann ging Jesus vor der Träne nach Jerusalem, und dann dahin installiert er von was die Glauben abfallen der Glauben ist, wo wichtig der Glauben ist, wo mächtig der Glauben ist. Er redet ein Beispiel von was er getan hat, dessen Feigenbaum. Das sagt er in Matthäus 21, 18, als er tätig zum Morgens treten in der Stadt kam, hungerarm, und als er einen Feigenbaum Stunden sah, ging er hin, aber fang das nicht aus Blätter daran. Am Hunger der Frucht wurde wieder bei fang das nicht daran aus Blätter. Dann sieht er zu dem Baum Mucht und die niemals mehr Frucht wasen. Und der Baum verdreht Fuß ab der steht. So hier fängt er keine Frucht an diesem Baum. Und das will er brücken aus einer Lehre haben, was sie können tun, wenn sie glauben haben, dass sie auch können viele Dinge ausrichten, wenn sie glauben haben. Als die Jünger das sagen, wundern sie sich in Frühen, wo kommt das, dass der Baum Fuß verdreht ist? Und dann sagt Jesus hier, wo mächtig der Glauben ist. Und Jesus sagt an, ich sage Ihnen die Wahrheit. Wenn die glauben und nicht zweifeln, dann wo ihr nicht zweifeln, dann wo ihr nicht mudonen, was eigentlich was zu diesem Feigenbaum passiert, dann wo ihr auch sogar zu dem Boy sein, die soll von hier abheben, in dem Meer schmieden, sein, und dort Wort wollen. So, ich glaube, was er hier sagt, er meint nicht wirklich, dass der Boy wird im Meer geschmieden wurde, aber ich glaube, was er hier sagt, von Menschen glauben hat, von wir glauben haben, wo wir große Dinge ausrichten können, was da gleichzeitig würden allmählich sein. Weil er sagt, wenn die glauben haben, wo ihr nochmal kann tun, was er hier getan hat. In Vers 22 sagt er, in alles, was ihr beten, wo ihr kriegen, wann die glauben haben. So, wann die glauben haben. Und ich glaube, heute der uns von der und da auch oftmals, wenn wir eins Wort Frauen tun, wir beten vielleicht, in einer Wirklichkeit, in einem Wort beten, da im Wort glauben wir vielleicht nicht, muss erreichen, was wir für ihr Gebet haben. Dann ist das gleich mächtig. Das ist Jakobus auch sagen, dass wenn wir eins Wort Frauen tun, und wir das nicht glauben, dass wir das wollen kriegen, dann sollen wir nicht glauben, dass wir eins Wort wollen kriegen. Und er sagt hier auch, dass alles, was die beten, wollen kriegen, wann die glauben haben. Und das sagt auch, wenn wir glauben haben, auch wenn wir Dinge beten, dann, dass wir sehen wollen, erst nur 1. Johannes 4, Vers 14 sagt, und wir können uns sicher sein, dass er uns hier in der, wenn wir nur was Frauen, dort nur sehen wollen. So erstens erst, dass wenn wir glauben haben,
Wenn wir für was beten, dann sagt Jesus, wenn wir glauben haben, dann wird das passieren. Und auch wenn wir Dinge wollen Frauen, was nur sehen wollen ist. Einmal dann Frauen vielleicht nicht gewisse Dinge, wir kennen das nicht, weil wir Frauen das für uns selbst, dort wieder den Genoten von haben. Nur uns wollen nur. So wir können hier hören, was da für eine große Kraft ist in Gebet, wenn der leben hat. Und wenn der Frauen das nicht sehen will nur. Und dann nur das passiert, dass Jesus will hier ein Passamal mit seinen Jüngern taub haben. So, wir wollen immer gehen dort, und das passiert, glaube ich, am Donnerstag, nicht mein Verstehen, weil wir immer gehen dort, wo Jesus zu seinen Jüngern sagt, er will diese Multitude mit ihren taub haben, und sie frühen Abend, wo sie diese Stove sollen reinmerken. Er sagt, es soll eine Stove reingemerkt werden, wo sie können das Mahl taub haben mit ihm. In der frühen Abend, wo sie sollen das Mahl haben. Dann sagt er in Lukas 22, Vers 8, Jesus schreibt Petrus und Johannes und sagt, sie sollen gehen und veranreden, das Passalom zu eten. Und sie sagen zu ihm, wo soll wir dort gehen reinmerken? Und er sagt, wenn die in eine Stadt gehen, wo ihr einen Mann treffen, der eine Krug Wasser trägt. So, das ist auch hier ein bisschen interessant. Er sagt, hier sollen in eine Stadt gehen, und wenn ihr da einen Mann treffen, der eine Krug Wasser drehen hat. Weil das wird leicht zu merken sein, wenn ein Mann eine Krug Wasser drehen. Das würde sie noch abpassen. Allgemein wieder nicht, dass der Mann die Krug Wasser drehen, das wird eine Arbeit, was der früher allgemein leiden. Aber hier, es hat nicht sehr leicht, was der Mann das tun. Aber hier sagt Jesus, hier wollen wir einen Mann treffen, der wird eine Krug Wasser drehen, den sollen sie herangehen. Sie gut am heran, nur das Haus, und dort die nennen geht. Und er sagt, dat Vers 13, und sie gingen am heran und trafen dort alle Krächse an, als er gesagt hat. Sie mögen die Reit zu der Passafast. So, ich rede von 2 Jungen, wo er nur ein Dorf schicken, die nur das einen Esel holen. Dann sagt er nicht, wer das die Jünger wären. Wir haben 2 von seinen Jüngern, wo er schicken, aber hier sagt er, schickt er auch 2 von seinen Jüngern, aber das wären Petrus und Johannes. So, hier hat er beim Namen genannt, wem er schicken, das ist ein Stuf rein zu merken. Und das nehmen sie Krach, was Jesus gesagt hat. Jesus wissel Krach, wo sich das wohl nehmen, was sie wollen betrafen und so weiter. So, sie gingen und trafen das Krach so an. Und Jesus sagt, ich habe, in Lukas 22, Vers 15 sagt er, und er sagt an, ich habe ab ihrens ein Verlangen gehabt, mit jünt Haupt das Passamal zu eten. Euer ich lieben muss. So, das hat Jesus ein Verlangen zu tun. Er hat ein Verlangen, dass er mit seinen Jüngern nach Haupt das Passalam eten. Und das ist die Gelegenheit, was er wahrnimmt, das, was da passieren wird. Und als er später wieder, als er das Stuf reingemerkt hat, als sie sich da versammelt haben und alles reit wir, dann haben sie alle Taubt das Mahlzeit mit Jesus taubt, die Jünger und Jesus. Und er sagt, dann nahm er Brot, dankte dafür und braucht dort und gab ihm und sagt, das ist mein Körper, der verjünt gegeben ist. Dort das, an mich zu denken. So, das ist, wo er das Abendmahl anführen, das ist, wie von der und da auch das Abendmahl führen. Wenn wir das tun, wenn wir das Brot tun und das Brechen tun und verdanken, dann sagen wir, das ist ein Teken von seinem Körper, was er gegeben ist. Und das soll wir tun, auch wenn wir daran denken, wenn wir das haben, daran denken, was er für uns getan hat. Und dann sagt er, in Jerusalem auch das Köffel, und sieht auch, das Köffel ist der nie Bund in mein Blut, das für ihn vergoten wird. So hier hat er, das wird Symbolik, das sollen sie tun, und wenn sie das deuten, dann sollen sie daran denken, was er für uns getan hat. Und ich sage, wie von der da hört, wir denken, was er für uns getan hat. Und das hat wir nu auch im Karten, weil wir das auch führen, uns zu erinnern, was er für uns getan hat, wenn wir das Abendmahl führen wollen. Dann passiert das, als Jesus hier mit seinen Jüngern das Mahl hat, gleich merken, dass sie das Mahlzeit hatten, sieht Jesus auf einmal was sehr Besonderes. Und sieht er in Markus 14, Vers 18, als sie das sahen und eiten, sieht Jesus,
ich sage jünt die Wahrheit, einer von jünt, der mit mir taub art, wird mir verroden. So hier wollen die Jünger sich noch verführt haben, dort hier merken, was sie ehren, denn sie gingen werden. Alle taub, einer sind Jesus steht. Dort einer von jünt wird mir verroden. Und ich glaube, der verführten sich, nur sagt, dort mögt an trürig, und sie sehen einer zu den anderen. Aber doch nicht ich. Doch nicht ich. Was ich sein, was ich getan habe. Und dann sieht Jesus ganz klar, wer das wird sein. Wenn sie wieder aufmerksam gewesen haben, gehorcht, was er sieht, dann würden sie gleich gewusst haben, wem Jesus sieht, wer das gewesen wird, wer das wird sein, was er wird verraten. Er sieht, das ist einer von jünt 12. Das ist der sein Brot mit Methaup in der Schiebe andockt. So, das wird sein, was er verraten wird. Und das wird Judas. Dann sagt er in Johannes 13, Vers 27, und als Judas dort wird Brot nehmen, fuhr der Soton in am Nahen. Dann sagt Jesus zu ihm, was du tun was, dort der baut. So hier hat er all gesagt, dass der wird das Brot wird andocken in der Schiebe mit am Taub, dort würde er sein, und dort wird Judas. Und als Judas das getan hat, dann sagt er, dann fuhr Soton in am Nahen. Und Jesus sagt zu ihm, was du tun was, du baut. So die Jünger würden das Hand hören und sehen, wer das wir, was am verraten wurde, dass Judas wir. Aber da waren noch voll ihre Ohren, da waren noch voll vielleicht, waren mit blind gewesen, ihre Ohren waren nicht gehört haben, was sie wirklich hören sollen. Und so sie wissen das gleich. Das sagt da, Vers 28, aber da das wisst keiner, wo dann Jesus dort am sieht. Weil Judas wie der, was der Jaltars hat, dachten einige, dass Jesus am Schatten deut, dass er soll mehr holen, was wird fehlen für das Ovenkasser, für das Multit. Das, was sie dachten, wo dann Jesus dort am sieht, dass er soll gehen, was er zu tun hat, was er will tun, dass er soll bald tun. Sagt, weil Judas der Jaltars hat, dachten einige, dass Jesus dort am sieht, er soll gehen und kaufen, was sie tam fastbrücken. Oder dass er wird für die Arme geben soll. So dachten sie, vielleicht hat er am geschickt, er soll gehen, was tun für die Arme. Und er hat aber gleich gesagt, dass der wird das Brot in der Schiebe andocken und dort wird er, und das hat Judas deut. So, und das passiert, und sie kamen dort ran, wie wir in der Geschichte wieder, dass Judas wie der wird am verroten deut, und Lothar, wir wollen Stelle Friedach, wo wir mehr davon hören, von dieser Geschichte, wo Judas am verroten deut, wo sie dort ran nehmen deut, dass die Soldaten, der Herr Soldaten am wiesen deut, wo Jesus wir. Und er sagt, dass sie stark wir mit dieser Multit, kämen sie am Ende und singen nach dem Schlusslied. Das sagt Matthäus 28, Vers 30, als sie ein Danklied gesungen haben, gingen sie rüt zum Olivenbäum. So hier wie diese Ovenkast durch, was er wohl sie hier haben mit ihrem Taub, wo er der Oven wohl angeführt hat. So ich will nicht wieder reden von was da passieren wird, wenn wir in der Stelle Friedach kommen, das ist bedeutet eng von Palmsonntag bis Donnerstag, was da passieren wird. Da sind noch viel mehr Dinge, wo einer von reden kann, was da zwischen an passieren wird. Aber das sind die Dinge, wo ich doch ein bisschen von erinnern und ich bin wünschen, die Bete wird sein, dass wir das kommende Werk besonders answuren, an die Gedanken durchdrehen, was da passieren wird in der letzten Werk. Und wir können mit Gott sehen, wo ich habe viel lesen von gleich alle Dinge, was da passieren wird in der Werk zwischen Palmsonntag in Bet Friedach, und dann auch Lothar durch Friedach und auch Bet Sonntag, der ganze Weg, die heilige Woche, was sie noch mal nahen tun. So, ich will hier Schluss mehr mit das, und ich bete, dass das wird uns Gedanken geben von was da passieren wird, dieser letzte Weg für Jesus in die Kreuzung. Da wir nach dem Schluss beten. Gott, himmlischer Vater, wir danken dir, Herr, für was du für uns getan hast, und besonders wenn wir denken an die Jahre 3 und das Weg, wo du die Reitmerken deitst für die Kreuzung für uns, wo du Reitwirst für uns zu sterben, in unsere Sünden zu betonen. Wenn wir denken an, was da alles passieren wird in diesem Weg, da gehen viele Dinge an, was da in diesem Weg passieren wird für die Kreuzung.
Help uns Gott, wenn wir in dieser Welt nu besonders nachgehen, wo wir nur da kommen, nur diese Helge der, wo wir uns wollen erinnern, von dieser Weg, von dieser besonderen Zeit, wo wir nachgehen, dass wir können wirklich wahrer sein und unsere Gedanken abfraschen und sein, was du wirklich für uns getan hast. Und wir danken dir, Gott, dass du bist gekommen, dass du dir hast Hand gegeben für unsere Sündenschuld. Wir wissen nicht, wann das nicht wieder passiert, dass du das, was du getan hast für uns, dann, wo wir keine Hoffnung haben, für jemals ewig mit dir zu leben. Aber du möchtest den Weg auf für uns und wir können uns immer weiter davon erinnern, durch den Wort, was wir hier haben. Und ich bete, dass wir wollen wirklich unsere Gedanken da anholen in diese kommende Weg andenken und auch wenn wir durch Ostern oder Stelle Freitag in Ostern gehen, dass wir wollen weiter frisch Mut finden und dankbar sein für was du für uns getan hast. Wir danken dir in den Namen. Amen. Waar we nog een lied zingen. Het nächste lied is Du hast Kraft an der Blut. Wo der Post ist, ich kann abstehen. Magst du von all deine Sünden schon fliehen? Du hast Kraft an der Blut, Kraft an der Blut. Der sichere Sünde hast du auch verdient. Ja, du hast große Kraft an der Blut. Du hast Kraft, Kraft, wunderbare Kraft an der Blut von Gott sein Lohn. Du hast Kraft, Kraft, wunderbare Kraft an der Blut von Gott sein Lohn. Machst du von all deine Leidenschaft los. Du hast Kraft an der Blut, Kraft an der Blut. Der Ringen vom Sinn ist ab Golgatha bloß. Ja, du hast große Kraft an der Blut. Du hast Kraft, Kraft, wunderbare Kraft an der Blut von Gott sein Lohn. Du hast Kraft, Kraft, wunderbare Kraft an der Blut von Gott sein Lohn. Magst du ganz mit seinem Wetter ausschneiden? Du hast Kraft an der Blut, Kraft an der Blut. Bereit nicht von Sünden und Not. Ja, du hast große Kraft an der Blut. Du hast Kraft, Kraft, wunderbare Kraft an der Blut von Gott sein Lohn. Du hast Kraft, Kraft, wunderbare Kraft an der Blut von Gott sein Lohn. Magst du den Heiland hier deinen so hier? Du hast Kraft an der Blut, Kraft an der Blut. Magst du dich danken am hier, dann auch hier? Du hast große Kraft an der Blut. Du hast Kraft, Kraft, wunderbare Kraft an der Blut von Gott sein Lohn. Du hast Kraft, Kraft, wunderbare Kraft an der Blut von Gott sein Lohn. Dankeschön, danke Zusagen. Dankeschön für die schöne passende Lehrer und auch für die Botschaft, dass Fan für uns haben das Wahre holen und haben sagen, was Gott
haft gedaan en wat dat is uitgevallen en wat hem dat gekost heeft. Dat hij aan den kruis gestorven is voor mij en voor die. So wir waren hier nicht schlicht mit der deutschen Botschaft und dann das erste, die Sonntagsschule, wo uns ein Leute versehen kriegt für die englische Botschaft, aber die 4- und 5-jährige Klasse war nicht damit ansehen, bloß die ältere. So, wenn die Kinder 4 oder 5 sind, von der Sonntagsschule sind, kann der wahrlich holen und wenn das könnte dann passen, das mit dort. Und ich glaube nicht, dass danach was wird, bloß noch einmal denken halten. Vrijdag klakt hier in Smarries, waar we alle taub. Dan klakt 7 Uhr. Vrijdag gaan we ons Avondmahl en dan zondag Smarries voor Oosteren plus eine Botschaft klakt hier in Smarries. So waar we zum Schluss noch taub beten, dann waar we in Luten zijn. Himmlischer Vater, wir kommen einmal für die, wir wollen die danken, Herr, für was du tun hast für uns. Dass wir hier waren hier in deinen von der Smarries, das nicht eine kleine Sache war für die, das sind das sind viele Dinge, die müssen reich passieren. Im Reich so wie, dass das Mann mit der Kriegswutter gehen und der gute Stadt soll recht gemacht werden und wer die verroden soll und verwahrt. All die Dinge werden vorher prophezeit werden und die müssen noch Krieg so uitvallen, sodass wir das können weiter oder Wahrheit werden. Wir danken dir dafür, Herr, dass das alles beschrieben ist für uns. Die tausende Jahre vor deine Kriegsjung, die 100 Jahre vor der Kriegsjung, die tausende Jahre nur, wir können kicken. Und das stammt von Fernbedingungen, die im Buch Worte soll werden, was soll passieren. Wir danken dir dafür, Herr, wenn ich habe uns sicher sein, was wir dabei lesen dann als Wahrheit. Und dass das ausgefallen worden, so aus dort verschrieben, für Herr wird davon. So wie wir danken dir für all das. Und ich verstehe bloß, dass die wünschen jedem ein von uns. Aber ich kriege nur an zum Hart klappen, wann wir noch nicht ein von denen sind, dass wir uns wirst tragen, dass wir wollen können. Auch ein Part von deiner Familie sein. Wir danken dir für das, Herr, dass wir können nur die kommen, dass du uns ganz im Sonst annehmen, dass wir uns bloß handgeben. Wir danken dir dafür, und auch, dass dein Plan für unsere Rettung so perfekt ist, dass ich und wir hier so alle, wir können nicht in Denk, du tau down oder du von wegnehmen, dass du das hast vor dich gemerkt, ganz an den Krieg für uns. So, wir danken dir für das, Vreugde dat du wirst iedere moment van ons denken haben, alle dag. So vreugde ik Herr, alle wat waarlijk zijn, tem geven en Opfer für die, wirst du uns sehen und du fair. Und so, wenn wir von hier gehen, wirst du uns wirklich sehen, sodass wir können, alle Tag, wo immer wir sind, ein Licht sein für die in dieser Welt. So, wir danken dir für all das, durch Jesus in Namen. Amen. Wir sind in Loten.
Good morning. Welcome to our worship service here for Sunday, April the 10th. We're blessed to be able to worship the Lord with all of you here today, and we have quite a bit on the agenda here for today, so I want to get right into the service. Just a few announcements I want to make before we get into that. Abe Fair wants to give a bit of an update from the mission board. So Abe, if you would come up, and then just notice some of our regular things happening this week. But because Easter is coming this week, we also have a bit of an extra, some extra events on our schedule. And this coming Friday, which is Good Friday, we plan to have a service here, a joint service at 10 o'clock. And so I really want to invite you to come out to that. We believe that to be a blessing. And then that evening at 7 p.m., this Friday evening at 7 p.m., we plan to have communion here together with all those who profess to believe in Jesus Christ as their Savior, who are born again by the Spirit of God. You don't have to be a member here to participate in communion, but we do ask you to examine yourself to see where you are at when it comes to your relationship with the Lord. Scripture tells us to do this according to 1 Corinthians chapter 11, and even says to judge ourselves that we would not be judged. And so let's consider this whole aspect of communion and not come to the table with unforgiveness in our heart, with sin and with things that would keep us from participating freely in regards to our conscience as we partake together. This is a great time of unity for the church, a great time of coming together and enjoying each other's fellowship. On the slate, therefore, that evening, we also want to do a lot of worship singing. So the three worship groups, as part of our English service here, have all prepared songs, and we'll plan to do some worship singing there as well. And we plan to do some scripture, and so that's happening this coming Friday. And then on Easter Sunday as well, we're only doing one service. The one service helps because so many people have gatherings and that kind of thing, so we're not here quite as long. So that's also at 10 a.m., so feel free to spread the word. We don't want people showing up at 11 and thinking that our regular service starts at 11, so we're starting an hour early, and that's at 10 a.m. For Easter and for Good Friday. Good morning. I just want to share some quick updates on some of the things that's been going on the missions front. First off, I just want to thank you guys all. We were able to raise $7,000 that we're sending to Justice Flowing, so thank you for that. And I also, for all of you who submitted cards and letters that we're going to be sending to the seniors' homes, we really appreciate that. I think that's a great way that we can spread some hope and cheer to the seniors. Also, just want to mention some updates on some of our missionaries. For Henry and Anna Penner in Bolivia, Anna Penner is actually down here. I'm not sure if she's here today, but if you get a chance to see her, I'm sure that she would appreciate some encouragement. And Henry and Tina, I just spoke to Henry yesterday, and he was just saying that they were healthy and encouraged and very busy, and he just mentioned a number of different things that have been going on there lately. They had the Bontraggers visiting, and they went to Belize, and they were able to visit Corny and Lena Berg. Some of you probably remember them as well, too. And some opportunities to preach at some different churches in that area there. And Henry also just got his Mexican citizenship, so he was happy about that. And then some of you might have remembered a little while back, we had a couple here, Jordan and Jessica Martin, that were planning on going up north and ministering to the indigenous people there, and they actually ended up going to Alaska, and they are serving there. And so I think that's people that could use our prayer too. Being missionaries out in the field oftentimes comes with different challenges, and I think that's, if we can remember them, that's something that definitely can be helpful. And for some local opportunities, something that we're working on planning is now that things are starting to open up is we would like to do a prayer walk here in Port Burwell, so we'll have some more details on that soon. And we hope that that will kind of be a start of doing a little bit more outreach locally and give us the opportunity both to kind of
demonstrate our faith, but also to share the gospel with the community around us. And I think especially in light of everything that's going on, I think this is a really good time for us to be able to share the hope that Jesus Christ offers and give them that. So, yeah, looking forward to some of those things, and I hope that you'll be able to take part. Thank you. Thank you for sharing that, Abe. It's good to know the mission boards at work. And so as a church, one of the things that we keep talking about is we want to become more mission-minded and more mission-focused. And so with the mission board together, we really hope to do more outreach, both abroad and locally as well. Maybe if you want to get involved in some of those events, feel free to talk to Abe about that, and he'll help you in that area as well. Just one other thing I wanted to talk a little bit, actually a few things here yet. The membership meeting happening April 30th, there is a sign-up sheet on the back table there now. If you are coming to our membership meeting, we're asking you to sign up because the food committee is preparing a breakfast, and they need to know how many people are coming. And so if you are a member, we'd for sure want you to be here. If you're thinking about joining yourself to the church and becoming a member, you're also welcome to come. But then we would like to ask you to sign up so that the food committee knows how much to prepare for. That's happening April 30th, bright and early at 8 o'clock in the morning. One other note you have there, the Raising a Modern Day Night course. If you as dads, you have a heart for your son and you want to see them get some godly values and some training early on in their life, you as a dad have an opportunity to invest into their life by being a part of a course like this. I think it's a phenomenal course. It's not a whole lot of commitment. I think it's like 6 weeks or something like that. And so if you are interested in that, please contact Carlos or Billy Reddick up there, who are overseeing that ministry. And so you can be a part of that there. I've been really blessed to see how many of you have signed up on our online photo directory. The online photo directory, for all of us, it's a really important resource. And it's so that we can put names to faces. We've had a lot of new people, new families coming into our church and being a part of our assembly here. And we'd like to pray for you. We'd like to get in touch with you and just visit even with you and fellowship with you. But we can't do that if we don't know your names and phone numbers. And sometimes by the time we get out of here, you guys are all gone already too. And so we would really like to invite you to, if you plan to attend here regularly, you don't have to be a member, but we'd like to get you to put your information in there. And if you haven't already done so, please talk to Helen Clausen. Helen, would you just stand up so people know who you are? There you go. Helen Clausen at the back there. She will get you all set up for that online photo directory. And one other thing there, the Board of Trustees, I know they kind of put something out on a limb here, and maybe you're wondering, well, what's that all about? The church sign outside, we want to get it updated. And I guess at their last meeting, the trustees have said, maybe there's somebody in the church here that attends, that has contacts or knows how to go about ordering a new church sign, and they just wanted to give that opportunity. If there's somebody here who has skills and creativity and knows how to get a church sign going. I mean, we have contacts too, and I think they have been in touch with some sign people, but they wanted to give an opportunity here if there's somebody that maybe has the skill set or the knowledge and understanding about it. If you do, go talk to Frank Bamman or Carlos Peters, and they would love to get you to help there with some of that. So you see some prayer items there as well, and I encourage you to pray for those items. I think one of them that isn't on there, some of you have been praying for Peter and Susan Jansen, who were involved in an accident this week. I believe they're okay. I don't have a recent update, but remember to pray for them. I think their van was finished, so they need a replacement vehicle. And as you know, Peter needs a handicap vehicle, so it's not just going out and buying any vehicle. So I encourage you to pray for them as well.
the Sunday school has prepared a couple of special numbers here today. And so we're going to have them come up right after we have a word of prayer together. And then after that, I'll get the worship team to come up. This Sunday, some of you maybe have been wondering, it's Palm Sunday. And so Palm Sunday is often the Sunday before. It is always the Sunday before Easter. And so one of the things that we often think about is that triumphal entry, when Jesus made his way into Jerusalem, and all the children and the adults there, they sang Hosanna to the Son of David, and they laid their clothes and their palm branches before the king as he made his way riding on a donkey. And that's it's an interesting thought, and I want to encourage you this coming week that you would meditate on the gift of Christ. On Friday at communion, our topic there will be the gift of our suffering Savior. And one of the things we remember about our Savior is that he gave his life willingly for us. He didn't have to, but he laid it down. And we remember as he prayed in the garden, he prayed, "Not my will, but yours be done." And he asked the Father if there was any other way. And then he found that he was still willing to go, even though it cost him everything. And as we meditate on that this coming week, I really would encourage you, keep that on your forefront. And as we worship on Friday and Sunday, that we would worship him sincerely because of what he has done personally for us. And so let's just have a word of prayer, and then the Sunday school will come up. Father in heaven, we come before you and just thank you for this day. Thank you for the opportunity to gather here and worship. Lord, we want to see you glorified here this morning. As the Sunday school sings, Lord, would you bless them as well for practicing and for sharing the good news of the gospel. And so, Lord, I pray that you would just bless their voices, Lord, as we worship together in song as a congregation. Would you bless us in that area as well? And Father, we just ask that you would bless Brother Frank as he shares the word with us. Thank you for his willingness, Lord, his commitment to you. Pray that you would fill him with your Spirit. And Lord, help us as a congregation to be attentive, Lord. Father, we ask that you would pour your Spirit upon this place. We ask, Lord, that you would cause your face to shine on us, Lord, and be gracious to us. Father, we ask that you would sow seed through the message. And Lord, that you would prepare our hearts, even as a gardener would prepare the soil. Father, would you prepare our hearts in such a way that as the seeds are sown, they would fall on fruitful ground, and that a great harvest could be won. And Lord, we want to look to you for that. We ask that you would be glorified, and that this service would be meaningful for the sake of your kingdom. In Jesus' name we pray. Amen. So the Sunday school will come up, and then we'll get the worship team with Henry to come up right after. And then Frank will share the word with us.
Christ laid down his life to set us free. That was a very, very beautiful song. It's amazing grace that God has done that for us so that we can spend eternity with him if we accept him as our Savior. Let's all stand up, and then we will sing Shout to the Lord. Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hand. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. Blessed Assurance. It's also in 289 in your red hymnal. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Heir of salvation, purchase of God. Born of his Spirit, lost in his blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture now burst on my side. Angels descending bring from above
This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, all is at rest. I and my Savior am happy and blessed, watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. By faith. By faith we see the hands of God in the light of creation's grand design, in the lives of those who prove His faithfulness, who walk by faith and not by sight. Faith our fathers roamed the earth with the power of His promise in their hearts, of a holy city built by God's own hand, a place where peace and justice reign. We will stand as children of the promise. We will fix our eyes on Him, our soul's reward, till the race is finished and the work is done. We'll walk by faith and not by sight. By faith the prophets saw a day when they longed for Messiah would appear, with the power to break the chains of sin and death, and rise triumphant from the grave. By faith the church was called to go in the power of the Spirit to the lost, to deliver captives and to preach good news in every corner of the earth. We will stand as children of the promise. We will fix our eyes on Him, our soul's reward, till the race is finished and the work is done. We'll walk by faith and not by sight. By faith the mountain shall be moved, and the power of the gospel shall prevail. For we know in Christ all things are possible, for all who call upon His name. We will stand as children of the promise.
We will fix our eyes on him, our soul's reward, till the race is finished and the work is done. We'll walk by faith and not by sight. Thank you. You may be seated. Good morning. I am very glad to see so many of you out here. But I gotta set the stage for you. If it was my turn to preach this morning, I would have prepared for a Palm Sunday sermon. I was supposed to be here last Sunday, and it turned out that I wasn't going to be able to speak last Sunday. Now, I'm not sick, so don't get freaked out over that. I have allergies, and when they act up this time of year and later on in the year, they do it but twice a year. And just to warn you, if I stop speaking today, all of a sudden I do all kinds of motioning and whatnot, that's the end of it. Then we get to go home. And so a good thing for me is that my wife looked at the time. She says, "Oh, you only have a half an hour." That's actually good news for me. You know, this Sunday school children took up a chunk of it. That's really good. And so I believe if we were to just simply wrap it up here right now, close it all together and go home, I think all of us would be blessed. I certainly would be. Those children singing there of the love of Jesus and what he's done for them, you know, they probably don't even know what they're singing. But it's precious, right? So somebody says to me, he says, are you going up then? Jake Unger called me. I swapped with him last Sunday. He says, "Are you going to preach today?" I said, "Yeah." "How you feeling?" "I'm not no different than before." But I said, "I'm going to go up in the name of Jesus this morning." And then I gotta move around, because if I don't move around and I lock up, all of a sudden, it happened the other day. I was standing there talking to a gentleman, and then all of a sudden I was going to move and I was locked up. So we're having trouble, all kinds of trouble we have all over the place in this world. We have a lot of trouble. But I want to share with you this morning from Romans. If you have your Bible, if you want to open your Bibles to chapter 13, in the 11th verse, and going right through 14. Romans 13, 11, 14 says the following: "And do this, knowing the time, that now it is high time to awake out of sleep. For now our salvation is nearer than when we first believed. The night is far spent and the day is at hand. Therefore, let us cast off all works of darkness and let us put on the armor of light. Let us walk properly as in the day, not in revelry or drunkenness, not in lewdness and lust, not in strife and envy, but put on the Lord Jesus Christ and make no provision for the flesh to fulfill the lust thereof." I don't think it's a secret that we have a lot of trouble in this world, that we live in a fallen world. We have trouble on every side, and it seems that the boundaries get pushed farther and farther all the time. The headlines seem to be more depressing, and the moral line that many of us learn from young on get a little blur all the time. Things don't surprise us as much as they used to anymore. Gay marriages, lesbian marrying one another, and that sort of thing. Yes, we recognize it, but it doesn't strike us like it used to. It doesn't seem to be as serious anymore. All around us, we have reminders that Jesus Christ is setting the scene for his return. All of you, all you have to do is take a look around you over the last couple of years, the headlines.
The news headlines over the last few years there have been significant movements for the nations coming into alignment in the Middle East. We live in perilous times. These are times. No wonder the Apostle Paul is writing about the night is far spent. Wake up. We have wars. We have rumors of wars. We have riots. We have pandemics. And this might not be the message that you would hope to hear this morning. But it's not getting any easier, folks. It's going to get worse. And the Apostle Paul is simply saying, he's warning us, he's saying the night is far spent, which is also the title of this message. Wake up. The headlines are only going to get more depressing all the time. Violence is increasing, and the moral line keeps fading away. The outcome of where this world is headed is not good. It's not good at all. It's just going to get worse, which makes this message even more harder to preach even this morning, which is probably why you don't want to even hear this. I've never preached a message like this because I feel like I'd like to encourage people, but I got stuck with this and I couldn't get it out of my head. And the Lord spoke to me in the last few weeks especially. And even when I wanted to change it to a different message, I couldn't. I was stuck with this one. We are hard-pressed from every side, but we're not crushed. There is good news. Perplexed, but not in despair, he says. Persecuted, but not abandoned. Struck down, but not destroyed. 2 Corinthians 4:8 and 9. So this morning I want us to look at a gift, the gift that is given to each one every day. And you might say, well, what is that gift? I questioned this. I asked somebody this the other day. I said, what is the gift that you've been given every day? What's the gift that you've been given today? Oh, breath. Yeah, sure. But it's more specific than that. Every hour we're given a provision of 24 hours to live. Folks, that's 1,440 minutes every day. And these 24 hours have never been lived before. And the 24 hours today will never be lived again. So today will be history, never to be relived again. Have you ever had an opportunity where you thought you could share the Word of God, or you could share with somebody, or you felt like you needed to talk to somebody, you needed to encourage someone, and you passed up the opportunity? You thought, well, maybe there's a more opportune time another day. I'll do it tomorrow. And that opportunity never came. I've had it where I felt like I should have shared with someone, and the next thing I heard is this person died. And I never did what I was supposed to do, what I felt like I should have done. Only that opportunity never came. But as humans, we are very, very quick to pass things on to tomorrow. We'll leave it for tomorrow. We're busy today. I'm busy. Time is today. But unfortunately, time is not renewable. We may have another chance tomorrow, but we may not. But today will not be relived again. So how you spend today will really, really matter, because you won't get this. You won't get today back. Therefore, as children of God, we must be good stewards of the time that God has given us. Every minute, every second that we live on this earth, we will give an account for. And Jesus left us a real good example
throughout his ministry on earth, he never wasted a moment. I asked somebody the other day, I said, "So what are you doing?" "Oh," he says, "I'm just killing time. Just killing time." You realize that time is not ours. Time is God's. He's granted it to us. And we can't be idle. We can't be just killing time. That's murder. Killing time is not good. And the first thing, Paul here, he confronts us with this time and about the best use of the time. And the first thing that he challenges us is that we need to be good administrators to our time that we're given. And he reminds us that time is short. Time is short. Paul in our text in the 11th verse there, he says, "Wake up." When we're asleep, most of us have no idea of what's happening around us. People often rob vehicles, break in houses, and we don't even know it. We have no idea of what's going on here. But Paul is not talking about a physical sleep. Paul is talking about a spiritual sleep. And when the church falls asleep, we're vulnerable to the enemy. We need to not slumber. We need to be alert. We need to be awake. Bad things happen when we are asleep. Our salvation is approaching. We must remember that the first century church, they were already anticipating that Jesus Christ would return any moment, any time. We must live our lives in a way that we would not be ashamed of Jesus Christ returning. I have a question for you. Where would you want to be when Christ returns for you? Killing time, just passing time? Or put your hand on the plow and move forward? Being busy about God's work, about God's kingdom, about your friends, about your family, sharing with them. In Matthew 24, 40 and 43, in context, he's talking about no one knowing the hour of when he'll come. He's talking about two men who are going to be in the field. One will be taken away and one will be left behind. Two women will be working at the mill, and one will be taken and one will be left behind. No one knows the hour when the Lord is coming back. No one knows. But you don't need to look very far. As I mentioned before, you look at the news, and you look at the headlines, and you look at the things that are happening, the wars, the rumors of wars, all those things that are happening. These are foretold that would happen, and this is a sign for us that Jesus Christ is going to be coming back anytime. And it could be anytime. And sometimes we're waiting for him to come back. It's time to change. And the Bible says that time and chance happen to all people. The author here in Ecclesiastes 19:11, he's talking about a common destiny for us all. And he's saying this. He says, "I returned and saw under the sun that the race is not to the swift, nor the battle to the strong, nor bread to the wise, nor riches to men of understanding, nor favor to men of skill, but time and chance happen to them all." We're all given 24 hours every day. How do we live that time? So let's stop wasting time and passing up opportunities and being busy about the eternal work. We want God to be blessing us, but we're busy on social media. Listen, in case you wonder, in case you're thinking that I'm pointing the finger, I'm first of all pointing the finger to myself.
And very often when I speak here, I speak because that's something that I need changes on. And I'm just sharing it with you, that's all. I dare say that I'm the only one. But when I should be busy about God's work, it's easier for me to go on social media and do whatever than it is to study God's Word. So in the last 2 weeks, I disciplined myself. And I'm still doing it, even this morning. I had a habit. When I wake up, I knew what the next thing was going to be, and then I went and I checked the headlines and all those kinds of things. When you think about this, it's not being about God's work. That was things that I wanted for myself. So what I've done now lately, when I get up and the first thing I do after I get up, I get into the Word. And that is when I found that I was really being fulfilled. It isn't social media. It isn't all these headlines and all that kind of thing. It's Christ and Christ alone that will fill us. And we should be about our friends and our families. We should be sharing with them, but it's easier to hope somebody else will do it. It's time to change. And then in the 12th verse, he says, "The night is far spent. The day is at hand. Therefore let us cast off works of the darkness and let us put on the armor of light." In the morning, I don't see anyone here with pajamas on this morning. So this morning when we got up, we changed from our pajamas and we put the appropriate clothing on for the event. No one that worked in the garden has garden clothes on, or no one that worked in a garage anywhere has their garage clothes on here. But you all dressed for the occasion. So we get out of our night clothes and we dress for the occasion. At night is when many crimes happen, when we are asleep. Paul here says sin is already finished and it is time to change. And darkness represents sin. So we need to change clothes. But in order to do that, we need to strip ourselves of the old life and cover ourselves with the new life that is in the Bible. So it's not enough for us just to let go of the pajamas, but we dress ourselves according to the event that we're going to be participating. We dress ourselves for the day. If you're going to be coming to church, you're going to be dressed like you're dressed. If you're going to work, you're going to be dressed a little differently. In Ephesians 5:18 and 19, it says, "Do not get drunk on wine, which leads to debauchery. Instead, be filled with the Holy Spirit, speaking to one another with psalms, hymns, and songs from the Spirit. Sing and make music from your heart to the Lord." Paul is saying, do not lose time on passing things like getting drunk. Rather, take advantage of the time in being filled with the Holy Spirit. And being filled with the Holy Spirit, then and only then can we face the challenges that are ahead of us, the challenges that we have in our lives every day. So let's leave things not for tomorrow. Let's get things done today. Tomorrow may not be yours. In Ecclesiastes 9:10, the writer reminds us not to pass up an opportunity, but rather give it your all and do not hesitate. God wants you to use your time wisely. It doesn't matter whether you're a Sunday school, whether you're an usher, whether you're a preacher, whether you're a song leader, it does not matter. But whatever we do, we ought to do it wholeheartedly as unto the Lord, and we need to use our time wisely. Today is a time for forgiveness, and today is also the time to forgive.
It's easy for us to think that somebody should be forgiven us, but it's hard for us to forgive others. And we're reminded that as we forgive, God will forgive us. And with the measure that we measure others, we will be measured as well. Today is a time to affirm our faith and believe that God will work in our nation. We sit around the coffee table and at work and wherever it may be, and we have nothing but the worst to say about our government. And we have reason to say whatever we want to say, I suppose, but we have no rights to speak ill or evil of our government, but we need to be praying for them. Time is short. And he says, awake, the night is far spent. Let us behave decently as in the daytime, not in carousing and drunkenness, not in sexual immorality and debauchery, and not in dissension and jealousy. Rather, clothe yourselves with the Lord Jesus Christ, and do not think about how to gratify the desires of the flesh. He was calling them to live an upright life. And listen, just because you're a born-again believer doesn't mean that you live an upright life. Like, I don't doubt that if you say that you're born again, I don't doubt that at all. But the question is, are we walking? Are we living a life as a Christian? It's easy to be born again and not do anything. It's easy to plant a garden and let the weeds take over. But it's hard work if you want to dedicate and you want to do your due diligence. These people were already Christians, but that didn't mean that they lived an upright life either. Paul lists a few things in verse 13 here that he says we need to stop doing. He said, let us behave decently as in the daytime, not in carousing and drunkenness. Being drunk makes us lose our perspective. We don't see things the same. And it makes us make faulty judgments. Not in sexual immorality and debauchery, and not any sexual activity outside the ties of marriage, man and woman. Not in dissension and jealousy. It is about envy in our neighbor because they got a new house, they got a new car, they got a new whatever. We ought to stop doing those things. And you say, how can I accomplish this? Brother, this isn't an easy message here. There's no good news here. Time is short, the night is far spent, and then thirdly, he's talking about putting on Jesus Christ. In Romans 13:14 there, he's talking about putting on the Lord Jesus Christ. How many of us use the same clothes? We don't use the same clothes, right? We do away with them, and then we put on the Lord Jesus Christ. We put on new clothes. Now we need to put on Jesus Christ. It's not enough for us to let go of sin, but we need to be filling that space. It's not enough for me to simply do away with social media. I need to be replacing it with something. What are you going to be replacing it with? And to change into a special clothing, we need to take off the dirty and the old clothes, because it's impossible for us to use both at the same time. So how do we spend our time then? How do we spend our time? 86,400, I believe, seconds of the day. And you're like, well, come on. Every second? Yeah, every second. Every second. Not yours. It's only borrowed to you. We're either going to be satisfying our flesh, or we're going to be satisfying Jesus Christ.
We cannot serve two masters at the same time. 86,400 seconds of every day that we're either going to be satisfying the flesh or satisfying Christ. Matthew 6:24 states, "No man can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon." We must choose who we're going to satisfy. So whatever you do, whatever you find your hand finds to do it with all your might. So is there any good news? The good news is that if you're still wearing your pajamas or your work clothes and you're not dressed for the occasion, you need to put on the Lord Jesus Christ. There is time. You're here today and not by chance. So if you hear this message, see, we need to understand that John 3:16 is probably the best Bible verse in the Bible, period. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him shall not perish but have everlasting life. And if you hear this message this morning, and you are a child of God, but you have a really messed up life, you have issues like no one else has, and like some people often say, for me it's too late, I don't even know how God could forgive someone like me, then I challenge you to compare yourself to Peter. Peter, he even said at one point that he was going to give his life for Christ. Nothing bad was going to happen to Jesus. He was going to make sure of that. And he denied Jesus Christ 3 times in a single day, probably in a single couple of hours. I don't even know you or know him. And then when he was pushed, no, I don't know what you're talking about. I don't even know him. Can you mess up worse than that? You look at the Apostle Paul, and you see how he persecuted the church. You look at countless other people in the Bible, not only in the Bible, but we're talking about the Bible. Can it be possibly worse than that? And what happened to Peter when he repented? That's what he did. It's the only thing he could do, repent. And Jesus restored him. It doesn't matter what your past, it doesn't matter what your present, it doesn't matter. It just doesn't matter. Jesus is enough. You put on the Lord Jesus Christ, he is enough. He is all. That's all you need. First John 1:9 says, that's probably the second best verse in the Bible, that if you confess your sins, if we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. It doesn't matter what it is. It doesn't matter your past. It doesn't matter. He is just and faithful. We need to learn to be good stewards of time, as time is limited, very limited to us, and we need to start changing now. I wasn't going to make it a long message, and I do need to stop. But I want to encourage you that if you're still wearing those pajamas or the work clothes, it is time to change. And I want to leave you with that. But one of the best prayers that I can find for this title, for this message here this morning, or in the Bible period, is when Jesus himself in Matthew 6:9-13 said to the disciples, "In this manner pray." And with that, I want to, if you want to bow with me, I want to close with that. And Jesus said, "After this manner, therefore, pray ye.
Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Talking about time, a few years back, I was driving behind this individual, and we were driving on the number 3 highway, and all of a sudden, he just veered into the oncoming traffic and directly hit another vehicle. It was a huge crash. So we went to the scene, and later on, it was pronounced that one of the gentlemen that was in the car that I was behind, he actually had passed away. And just a reminder that, it doesn't matter where we are or whatever we do, that our time, like his time, was over. And the decisions that he made in his life, he's never going to be able to come back and change those things. And we still have the time now. And one day, our time is going to be, we're not going to have time either. So thank you very much, Frank, for that message. I was very, very blessed by that. But let's have time to worship the Lord, and let's stand up, and then we'll sing, Bless the Lord, O my soul. Bless the Lord, O my soul, O my soul. Worship his holy name. Sing like never before, O my soul. I'll worship your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. The Lord, oh my soul, oh my soul, worship his holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship his holy name. Sing like never before, oh my soul. I'll worship your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come, still my soul will sing your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul.
Sing like never before. Oh, my soul, I'll worship your holy name. I'll worship your holy name. I'll worship your holy name. Amen. What a fitting song to close. I was just thinking, it's been a long time since we've waited for the return of Christ, isn't it? So it seems like it's been many, many years, even for every single one of us. But I think as Frank was sharing, even the early church right in the beginning, they were already expecting the return of Christ. When Jesus first came into the world so many years ago, it was kind of like a time like this. You know, history had already been passed and was continuing already. Time was going. Thousands of years had already occurred. And all of a sudden, God sends his son into the world in the form of a baby. And you know, we think about how God waits for his timing. And Scripture already tells us that 1,000 years is like a day unto the Lord. And so we know that at just the right time, Jesus will come again. And as we're waiting and wondering, we have a commission from the Lord to fulfill. And I really appreciate how you brought that out, Frank. We have a task before us. And may Christ find us doing his work when he returns. You know, there's a passage in Scripture that says, when the Son of Man returns, will he find faith? I think that's something that we ought to consider in our day. When he returns, will he find faith? Will he find a people who are looking for his return? And so I hope today that as the Lord has spoken to you, that if you're unsure about your standing in the Lord, that you'll seek him. And as you seek him, that you will find him. He's made that promise to you, that if you will seek him with all your heart, you will find him. And he says in Revelation 3:20 that he's waiting for you to open the door to him so that he will come in and have fellowship with you. And so I just encourage you, make that opportunity today. While you yet have time, while you yet have an hour before you, open the door to him and have fellowship with him. If anybody would like to stay back today and have someone pray with you, we're very willing to do that as well. We trust that the Lord will guide and direct you in that area. One of the things I just wanted you to also see, I don't know, you've noticed our display here. Greta Friesen goes out of her way to do this on a regular basis, to decorate our sanctuary here, and I think it's such a fitting way for us to celebrate our Easter season. As she's done the tomb here and the cross. And so if you have an opportunity to thank her for her work, feel free to do it. I know Jake helps her with that. And so they're a very gifted couple who God has blessed us to serve here in the church. So thank you, Jake and Greta, for your work there. So let's, as we go from here, let's remember to also meditate throughout the week on what the Lord has done so many years ago. Let's make this a fresh experience for us again. Really encourage you, don't hesitate to just focus on the works of Christ on the cross. And when we gather on Friday, our desire is that it would be a really meaningful time for you, either like both in the morning and in the evening when we have communion. So remember the times: 10 o'clock in the morning, 7 o'clock in the evening, and then Easter Sunday, one service at 10 o'clock as well. And if you're coming to the membership meeting, sign up on the back. And we'll see the rest of you Wednesday as well. Wednesday as we gather for prayer. We love to see all of you come out for that as well. So let's just bow in a closing prayer here yet. Father in heaven, we thank you, Lord, for your goodness. We ask that you would just continue to remind us of your truths. Father, we are so grateful
that you chose to come into this world so many years ago. And Lord, we know that by faith, we believe, Lord. Lord, there are still some people on this planet who believe that you're coming. And Lord, I think we can say that from our hearts here today. Lord, we know that your return is coming. And so, Lord, we look at the signs around us, we see the headlines, and we know all of these things are pointing to your return. Lord, may we be filled with faith. May we be believing, and may we also be found serving you when you come. So, Lord, we ask that you would just bless your people, Father. Would you cause your face to shine upon them and be gracious to them, Lord? Would you lift up your countenance upon each one here and give them peace? In Jesus' name, amen. Keep me true, Lord Jesus, keep me true. Keep me true, Lord Jesus, keep me true. There's a race that I must run, there's a victory to be won. Give me power every hour to be true. Amen. God bless you and have a good week.